Pro neue Lounge, die Intervista setzt Sam himself, Samuel Köchlin. Sam, es ist das erste Mal am Open Air Lumnezia, zumindest auf der Bühne. Erster Eindruck? So weit, so gut. Könnte schlimmer sein. Schöne Landschaft, gute Musik, Galanda. Yeah, I like it so far. Du bist in der Schweiz und in New York daheim und du hast in einem Interview gesagt, zu 100% an beiden Orten. 20 Minuten hätte ich sehr treffend den Brooklyn-Basler genannt. Ja. Wie schwierig ist es, ein Leben an zwei so unterschiedlichen Orten zu führen? Hey, also organisatorisch noch schwierig für mich. Ich denke, so von der Mentalität her ist es gesund für mich, weil das eine sind so meine Wurzeln, halten mich am Boden, das andere das Gegenteil. Ich kann abheben. Und ich glaube, ich brauche viel Stimulation als Mensch. Aber es ist schon am Abbieten. Und das ist auch die kleinste Giga der Welt, also ich will mich nicht beklagen. Aber man muss es wählen. So. Und ich will es wählen. Wenn man das überhaupt pendeln nennen kann, wie oft reist du hier und her? Und was sind denn jeweils die Gründe? So, hey, jetzt will ich wieder abheben? Oder? Genau, jetzt habe ich nur voll... Nein, also weißt, es ist ja auch 2023 und nicht 1986. Also ich versuche schon auch weniger zu fliegen zum Beispiel. Und wie du sagst, das so zu planen, dass ich in einem Besuch die Sachen machen kann, die ich will. Oder in einem Pendel sozusagen. Das nächste Mal gehe ich im August zum aufnehmen wieder. Und das ist eigentlich der beste Grund, so, finde ich. Also ist das schon auch ein bisschen der kreativere Ort von beiden? Ich würde nicht sagen der kreativere, aber ich habe definitiv... Also ich habe hier meine Band und dort meine Band und arbeite hier mit Leuten zusammen und dort. Und das, so die Symbiose, ist das Kreative, glaube ich. Aber eins allein, finde ich, wäre nicht das Gleiche wie das Ganze. So. Also bei dir funktioniert es ja auf alle Fälle sehr gut, wenn man es anschaut mit deiner Musik. Auch in der Schweiz, du hast das Jahr das zweite Album «Never Let Me Go» rausgebracht. Yes, sir. Man sieht von dir prestigeträchtige Live-Videos. Deine Musik läuft unter anderem in einem Spin-off von «Sex and the City». Und du spielst ein paar der schönsten Festivalbühnen in der Schweiz. Jetzt, wenn du in die Zukunft schaust, Sam himself, «Sky's the limit», was ist der Plan? I hope it's not. Ja, ich glaube schon. Also ich schaffe daran, mich in der Gegenwart aufzuhalten. So. Ich glaube, das kann schnell passieren, gerade wenn man selbstständig ist oder vielleicht ein bisschen an Ambitionen leidet oder so, dass man immer gerade dann weiterdenkt und so. Aber schau das. Es ist so, be here now und dann alles andere habe ich das Gefühl, wird sich in Bälde ergeben. Ja. Ich habe mal jemand gesagt, das Publikum von Sam himself ist 40 oder 50 plus. Ein Konzert. Das hat noch nie ein Konzert gesehen? Nein. Aber ich würde die Person herzlich einladen, mal an ein Konzert zu kommen. Das war das erste Mal. Ja. Aber ist das etwas überhaupt, wo du würdest sagen, das muss man kategorisieren, wie alt die Leute sind? Nein. Also, ich meine, aus dem Grund bin ich auf der kreativen Seite und nicht irgendwie bei den Zahlen-Gurus von einer grossen Streaming-Plattform oder so. Ich glaube, das wird schon zu Genüge kategorisiert. Also, ja, du bist halt wieder die Füße. Zum gerade beim Alter bleiben. Du bist ja oft mit älteren, sehr legendären Musikern verglichen. Ich habe Bruce Springsteen gehört, Lou Reed, Billy Idol. Ich finde persönlich, David Bowie kann man noch nicht reinschmeißen. Ist das etwas, was du gerne hörst, oder kann das auch nerven mit diesen absoluten Legenden? Los, vor einmal akzeptiert. Nein, also im Gegenteil, das ist eine große Ehre. Wenn, dann macht es mich ein bisschen verlegen. Ich denke, die will sich alle im Grab umdrehen. Außer Bruce, still kicking. Nein, also fürs Künstler-Ego, the more the better. Ja, nehme ich gerne. Sam himself, grazie Fitch. Danke vielmals. Danke euch. Ich wünsche einen wunderschönen Festivalsommer und viel Spaß da am Open Air. Das werden wir haben. Lumnezia. Und ja, vielleicht siehst du ja die Gegend mal wieder. Kommst du wieder vorbei? Jederzeit.